Wenn ich euch wäre, würde ich jetzt lieber nicht weiterlassen. Es ist nämlich wahnsinnig gespenstisch. Es wimmelt da von Hexen und Monstern, von Gespenstern und den gefürchtigsten Gestalten, die man sich vorstellen kann. Also, stellt jetzt lieber ab. Ciao zusammen. Nicht? Aber ich habe euch gewarnt. Es wird euch gruseln. Es wird euch schudern. Bitte? Bitte? Ihr habt so wollen. Es ist noch gar nicht so lang her. Etwa eine Stunde. Oder ein Tag. Oder vielleicht ist es auch letzten Sommer gewesen. Der Dani und die Patty sind mit ihren Eltern in die Ferien gefahren. Sie haben an einem kleinen See im alten Hotel ein grosses Zimmer gemietet. Es hat ganz einen Haufen andere Familien mit Kind gehabt, die auch dort Ferien gemacht haben. Vor dem Hotel war ein riesiger Spielplatz. Dort konnte man shooten, rumklettern, Ping-Pong spielen, Fangis machen. Eben alles, was schöne Ferien so ausmacht. Im See konnte man baden oder schwimmen, Bötli fahren und tauchen. Am Abend haben alle zusammen ein grosses Lagerfeuer gemacht, sind drum herumgehockt, haben gesungen, brötelt oder einfach am Knistern vom Feuer zugelassen. Irgendeiner von den Papis hat eine Gitarre für geholt und schambar schön gespielt. Alle haben gelacht und gesungen und plaudert. Zumal hat der Papi gefragt: Wisst ihr eigentlich, was das für ein Hotel ist? Ein schönes. Ein lustiges. Ein megamässiges. Schon, aber es ist eben ein spezielles. Es war nämlich früher ein Schulhaus. Oh nein, ein Schulhaus. Ferien in einem Schulhaus? Das ist denn doof. Es ist schon lange kein Schulhaus mehr. Jetzt ist es ein Hotel. Aber eben, früher war es halt eins. Und ihr wisst ja, was das heisst. Was heisst das? Dass da ein Schulgespenst drin wohnt. Sicher nicht. In jedem alten Schulhaus gibt es ein Schulgespenst. Aber die Kinder haben ihn nur ausgelacht. Gespenster gibt es nur in den Büchern, haben sie gesagt, oder im Fernsehen. Aber sicher nicht im richtigen Leben. Wo es schon ganz dunkel geworden ist, sind alle schlafen. Die Gluse vom Feuer hat noch rot geflackert und ab und zu hat es fein geklopft und kleine Funken sind durch die Luft getanzt. Es war ganz still rundum. Der Dani ist noch wach in seinem Bett gelegen, wo er zumal etwas gehört hat.